so ist da die Polizei. Ich muss was melden, von meinem Grundstück liegt ein Mädchen, sie ist höchstens 12, mit blauen Lippen durchgefroren und verletzt. Ich fragte sie, wo sie herkommt, sie sagte nichts und ich schätze das. Sie dringend ambulante Hilfe braucht, bei ihrem Zustand glaube ich auch, dass sie sich nicht nach Hause traut. Ich will ja nichts weiter behaupten, doch es schaut so aus, als wäre sie schon Tage unterwegs bei das von normalen Leben. Elisabeth, komm bitte her, Papa hat dich gern, Papa mag dich sehr. Wo willst du hin, junge Frau? Sag dich irgendwas von aufstehen, soll ich wieder zu hauen oder bist du so taub? Du dreckiges Stück, deine Mutter war nicht besser, du machst mich noch verrückt. Und jetzt schau mich nicht so an, verdammt, ich bin gut entbrannt, reiß dir die Chef zusammen. Nach einer Stunde öffnete sie ihre Augen wieder. Der Krankenwagen war da, das Personal und sie versammelt. Sie blinzelte und gab somit das erste Zeichen. Ihre Veilchen leuchteten im grellen Licht auf den Scheinwerfer. Sie war verwirrt und wusste nicht, was all die Leute wollen. Die jahrelangen Schläge zeigten mittlerweile ihre Folgen. Und keine Zeugen, die die Tat gesehen hatten. Alles war und ist verborgen geblieben, umhüllt von finsteren Schatten. Allein auf sich gestellt, verwandelte sich Elisabeth in einer Umgebung von Wut und Gemeinheiten, schnell in ein Kind ohne Rechte. Anstatt wie die anderen zu nehmen, musste sie sich durch den Dschungel der Kommandos bewegen. Viele Raptor im Schnee oder Golfen bei Nacht. Er gab dieses Wesen, sind für sie, ihr fehlte die Kraft. Mach es nicht schlimmer, geh jetzt lieber auf dein Zimmer. Was soll denn das Gelimmer? Zieh dich aus und leg dich hin da. Oder soll Papa böse werden? Du weißt genau, was Daddy macht. Oder willst du unter die Erde? So wie Mama. Ihr ähnelt euch in vielen Dingen, doch letzten Endes ist es scheißegal, weil ich die Regeln hier bestimmen. Da kannst du schreien und weinen am Stück. Die Betonsschicht dieses Kellers ist gut für mich. Auf einmal öffnete sie ihre Lippen und flüsterte mit aller Kraft die Einzelheiten einem Polizisten. Sie war 2 Tage unterwegs gewesen, schlich sich heimlich aus dem Haus bei Nacht und stand plötzlich im tiefen Nebel. Sie rannte, so schnell es ging, vorbei an unzähligen Bäumen, fiel dabei des Öfteren auch mal hin. Doch ihre Angst gab ihr Kraft, nicht aufzugeben. Sie lief davon, ohne sich einmal umzudrehen. Allein auf sich gestellt, verwandelte sich Elisabeth in einer Umgebung von Wut und Gemeinheiten, schnell in ein Kind ohne Rechte. Anstatt wie die anderen zu nehmen, musste sie sich durch den Dschungel der Kommandos bewegen. Wie eine Raptor im Schnee oder Golfen bei Nacht. Er gab dieses Leben kein Sinn für sie, ihr fehlte die Kraft. Wo steckst du? Wo bist du hin? Wenn ich dich finde, schlag ich auf dich ein, du Hurenkind. Das ist kein Spaß, nein, ich schlag dich mit Freiheit so lange, bis du stotterst und am Boden liegst vor Schmerz, mein geliebtes Kind. Ich gab dir Brot und Wasser und als Dank für all die Mühe krieg ich einen Arsch und das war's dann. Ich hol das Kind auf dich hin, dass die Kinder deine Fehler haben. Elisabeth erzählte, dass das Haus in Berlin die stürmte Information bereit, das Haus erblickte dann im Keller schon die Leiche hinterm Puppenhaus. Vater, gestorben durch ein Luftgewehr, das zerrt dich an die Schläfe, hier der wusste, was passiert und viel. Und das war nicht das Ende aller Qualen, jeden Tag und jede Nacht am Kinder Kinder ihren Spaß. Allein auf sich gestellt, verwandelte sich Elisabeth in einer Umgebung von Wut und Gemeinheiten, schnell in ein Kind ohne Rechte. Anstatt wie die anderen zu nehmen, musste sie sich durch den Dschungel der Kommandos bewegen. Wie eine Raptor im Schnee oder Golfen bei Nacht. Er gab dieses Leben kein Sinn für sie, ihr fehlte die Kraft. Allein auf sich gestellt, verwandelte sich Elisabeth in einer Umgebung von Wut und Gemeinheiten, schnell in ein Kind ohne Rechte. Anstatt wie die anderen zu nehmen, musste sie sich durch den Dschungel der Kommandos bewegen. Wie eine Raptor im Schnee oder Golfen bei Nacht. Er gab dieses Leben kein Sinn für
weil die